Ja, ich bin es oft so. Es geht nur, wenn man nicht schwitzige Hänge hat, habe ich jetzt festgestellt. Ich glaube, das ist schon Da brauchen wir noch. Ja, kannst du mal das Wohnzimmer
Herzlich willkommen wieder mal zurück im Soho, Metal Church. Cool, seid ihr da. Die da sind, die können noch ein bisschen vorne kommen. Genau, das wäre cool, dass wir nicht so alleine vorkommen. Aber auch herzlich willkommen die nicht da sind, aber gleich da sind. Wir haben einen Stream, ich habe keine Ahnung, welche Kamera ich muss schauen muss. Vielleicht dort. Cool, wenn ihr von daheim zuschaut und mitmacht. Es ist so, wir möchten die Leute, die jetzt nicht da sind, auch einbeziehen. Das heisst, wenn ihr daheim irgendwie am Mitfeiern seid und am Mitsingen, könnt ihr auch so ein Foto machen oder so und uns schicken. Oder eure Ideen, eure Gebetsanliegen und so weiter und so fort. Und zwar an die Nummer hier, 041, oder 079, genau, wir sind schon in der Schweiz. Ausser ihr seid in Deutschland vielleicht, ich weiß nicht. 079 hat sie gesagt, 079 739 09 59, also genau, ich glaube, es ist auch eingeblendet. Aber auch wenn ihr hier seid, könnt ihr die Nummern brauchen, wenn ihr zum Beispiel eure Gebetsanliegen oder so drin habt, dann könnt ihr die schicken, wir haben auch noch eine Fürbittezeit, dann können wir das nachher sammeln und so. Genau, ich möchte, bevor wir eine Zeit nehmen, wo wir einfach Gott anbeten wollen, einfach kurz beten. Danke, Papi, dass du da bist und dass du uns kennst, wie wir sind. Und dass wir das nicht müssen, irgendetwas vorspielen oder irgendwie so tun, als ob. Und danke, dass du uns annimmst, unsere Unperfektion. Danke, dass du da bist und komm einfach mit dem Heiligen Geist und begegne uns und lass es heute Abend wieder sein, wo wir einfach dich feiern und die Gemeinschaft untereinander feiern und einfach dankbar sein für was du tust. Und offen sein, was du vorbereitet hast, wo wir nicht checken, wo wir manchmal einfach ein bisschen doof sind. Danke, bist du da. Amen. These words on you. You are a God of love. You can't be praised enough. So I would say Psalm 152, just another song meant to praise and honor you for the things you've done. Like a baby, I will praise your name. Oh Jesus, I will sing, shout and scream, for you're my King, for you're my God, for you're my God. You once again, I really love you, all of you, beginning and the end. I know those words on you. You are a God of love. You can't be praised enough. So I would say Psalm 152 is just another song meant to praise and honor you for the things you've done. Like in David, I will praise your name. Oh Jesus, I will sing, shout and scream, for you're my King, for you're my God, for you're my God, for you're my God, for you're my God. Also, wenn ihr die Songs nicht kennt, kein Problem. Wir haben so ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, wir kennen so nicht mehr so gut. einfach mal Zeit nehmen, einfach uns auszurichten, von uns weg, einfach auf Gott her. Und dann merken wir, dass er uns zugerichtet ist und dann ist irgendwie alles wieder im Lot. Also, Psalm 23.
of darkness, your arms pull me to the light above. Your voice spoke the words that broke my heart. Your eyes burn with holy passion for love. You lead me beside quiet waters. You walk in the shadow of death's darkened door. Take right from my enemies. You take oil, then pour it over me. The Lord is my shepherd. I will fear no evil. You are my shepherd, God. I will fear no evil. Surely goodness and mercy cover me all the days of my life. Cover me. Surely I'm gonna dwell in the house of the Lord forever and ever, ever and ever. Surely goodness and mercy cover me all the day of my life. Cover me. Surely I'm gonna dwell in the house of the Lord forever and ever, ever and ever. Gegen das Gitarre umstimmen. Aber Drop D ist halt einfach cool.
bin ein Wanderer zwischen den Welten, ein Suchender, der ständig Neues entdeckt. Ich bin ein Pilgernder, mit windigen Zelten, ein Reisender mit leichtem Gepäck. Ich bin ein Glaubender, mit offenen Fragen, ein Wissender, der weiß, dass er nichts weiß. Ich bin ein Zweifelnder, von Hoffnung getragen, ein Liebender auf dünnem Eis. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Strecke mich auf für den Lauf, jage dem nach, was vor mir liegt. Strecke mich aus, kämpfe den Kampf, folge dem nach, der vor mir liegt. Strecke mich auf nach dem Siegespreis. Ich bin ein Sitzender zwischen den Stühlen, ein Stehender, der schaut, dass er nicht fällt. Ich bin ein Gehender mit gemischten Gefühlen, ein Fallender, der deine Hand hält. Ich bin ein Träumender, kindlichem Glauben, ein Wachender, Liebe und Furcht. Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen, ein Lachender durch Tränen hindurch. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eins weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf und jage dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf und jage dem nach, der vor mir geht. Ich strecke mich aus nach dem Siegespreis. So, die erste Portion Hard Music, die habt ihr auf die Ohren bekommen. Dann kommen wir jetzt zur Strong Message. Nehmt euch irgendwo Platz, wie ihr mögt, am Boden oder sonst, oder dürft ihr stehen bleiben, so wie es für euch gerade passt. Ich habe mich mega fest gefreut, heute Abend endlich wieder mal mit euch zusammen hier das Heavy Sanctum zu feiern. Mit vielen realen Begegnungen hier im genialen Soho, mit fettem Live-Sound hier, mit unseren Bands heute Abend. Aber ich kann euch sagen, es war auch ein anstrengender, komplizierter Eiertanz gewesen. Das dürfen wir überhaupt. Wir müssen uns an den unterschiedlichsten und auch widersprechenden Vorgaben orientieren. Und was sollen wir überhaupt? Das ist nicht automatisch das Gleiche wie das, was man darf. Und wir haben Verantwortung und wollen ja auch niemanden gefährden. Und das sind da die unterschiedlichsten Erwartungen. Was müssen wir euch zumuten? Zum Beispiel singen mit Maske. Und welche Kompromisse können wir eingehen? Das ist mein Daily Business als Pfarrer im Moment. Ich bin immer in der Veranstalterrolle und es ändert auch immer alles wieder. Es ist anstrengend und ermüdend. Wie erlebt ihr die Corona-Zeit? Persönlich? Und wenn ihr so in die Weltgeschichte raus schaut, das Virus ist ja unsichtbar, aber es hat dramatische Folgen.
Medizinisch, für viele scheint es zwar kein größeres Problem zu sein, aber für einen Teil der Bevölkerung ist es dramatisch und lebensbedrohend. Man weiß nach wie vor nicht, warum und wieso eigentlich. Zweitens, psychologisch. Ich sehe, dass das Virus vor allem auch die Köpfe befällt. Angst greift um sich. Und noch viele andere destruktive Mechanismen, die übernehmen Kontrollen über das Denken und Handeln von uns Menschen. Und drittens, sozial. Die nötigen Schutzmaßnahmen, die schaffen nicht nur einen körperlichen Abstand, nein, sie schaffen auch einen emotionalen Abstand. Wir driften alle auseinander. Und dann noch viertens, ökonomisch. Die ersten Folgen sind in gewissen Branchen schon handfest spürbar. Ihr könnt die Riepe hinter dem Mischpult fragen, wie das zum Beispiel in der Veranstaltungsbranche tut. Auch die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Folgen, die werden wir wahrscheinlich alle in den nächsten Jahren zum Teil noch massiv zu spüren bekommen. Und in diesem riesen Durcheinander, da stehen wir alle drin. Seid ihr vorbereitet auf die Pandemie? Eigentlich müssten wir das alle sein. Accept hat zum Beispiel schon 2010 einen Song mit dem Titel Pandemic herausgebracht. Wir hören mal rein. Professor an der Zürcher Hochschule der Künste, schreibt im neuesten Bref-Magazin: Metal-Fans sind nicht naiv. Sie sind im Grunde auf alles vorbereitet. Aus ihrer Musik wissen sie, dass das Eis der Zivilisation dünn ist. Ich würde sogar sagen, dass im Metal all das fortlebt, was Fortschrittsoptimisten für überwunden halten. Der Krieg, der Hass, der Wahnsinn, der Horror, die Seuchen. Und schon im August hat Jörg in einem Interview im Bund gesagt, dort hat man ihn gefragt, wieso sollte jemand Metal hören, der das bis anhin noch nicht getan hat? Da hat er zur Antwort gegeben, weil es das beste Genre gegen Apokalypse-Blindheit ist. Metal schützt vor der Naivität, die wir in Wellness-Wohlfühlwelten entwickeln. Überhaupt ist Metal die Musik der Stunde. Wer von der Corona-Pandemie überrascht wurde, hat ein paar Metal-Alben zu wenig gehört. Seuchen gehören da zum Standardrepertoire. Ja, Metal als Pandemie-Prophylaxe. Und ja, ich gebe ihm schon recht. Ich würde auch sagen, dass wir Metaller ein eher apokalyptisches Weltbild haben. Und dass darum die Krisen und Katastrophen, die regelmäßig vorkommen im Metal, dass die Themen aktiv verarbeitet werden und auch ein Stück weit erwartet werden. Insofern sind die Metaller im Gegensatz zu anderen vermutlich tatsächlich weniger aus allen Wolken gefallen. Was jetzt aber eine solche Krise im Alltag mit einem macht und wie man dann effektiv auch richtig handelt, das ist ja doch wieder nochmal eine andere Sache, oder? Nur weil jemand zum Beispiel viel Raumfahrt, Filme und Bücher dazu gelesen hat, wird er darum ja auch noch nicht zwingend zu einem guten Astronaut.
Also auch wenn wir geistig vorbereitet waren, tun wir uns alle doch irgendwo am einen oder anderen Ort schwer mit Corona. Ja, und es wird nicht so schnell vorbeigehen. Meine Frage ist darum, woher bekommen wir jetzt eine Perspektive, eine echte Perspektive in dieser Krise? In dieser destruktiven Corona-Scheisse rein, wo das Ende nicht absehbar ist. Ich meine, der Song von Accept, der kann uns so auf eine gute Fährte führen. Der Song nimmt ja das Bild von der Pandemie auf. Er nimmt es aber nur als Bild auf und deutet die Pandemie positiv um. Der Metal als Pandemie. Ein positives Bild. Die leidenschaftliche Bewegung, die nicht gestoppt werden kann. Corona ist ja eine Pandemie von einem Virus. Kann man da jetzt auch ein positives Bild daraus machen? Ich habe an meinen Biologieunterricht zurückgedacht und mich gefragt, was ist eigentlich ein Virus? Und wie funktioniert es? Viren sind ja nicht Lebewesen im eigentlichen Sinn. Viren haben keinen Stoffwechsel. Ein Virus ist vielmehr so etwas wie ein verselbstständiges, wild gewordenes Erbgut. Ein Virus dringt in die Zellen ein und bringt die befallenen Zellen dazu, selber wieder Viren zu produzieren. Ein Wesen, das im Inneren von einem anderen Wesen die eigene Identität weiter verbreitet. Viren fragen die Wirtszellen nicht, sie sind ansteckend. Sie befallen die Wirten einfach und manipulieren sie. Ein Wesen, das im Inneren vom anderen Wesen die eigene Identität weiter verbreitet. Aber was wäre, wenn es jetzt auch Gentleman-Viren geben würde? Also ein Virus, das zuerst freundlich anklopft und nur eindringt, wenn es freiwillig reingelassen wird. Aber dann der Wirtszellen hilft, die neue Identität zu reproduzieren. So ein Gentleman-Virus ist der Heilige Geist. Ein Virus, das freundlich anklopft. Er dringt nur in unsere Herzen ein, wenn wir ihn freiwillig reinlassen. Und er hilft uns, die gute neue Identität von Jesus Christus zu reproduzieren. Wenn wir in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte reinschauen, dann sehen wir tatsächlich so eine Pandemie. Eine Pandemie von der Hoffnung, dem Glauben und der Liebe, die das Virus vom Heiligen Geist bewirkt hat. Ansteckend. Es hat um sich gegriffen. Herzensverändernd, aber freiwillig. Weltumspannend. Nicht aufzuhalten, trotz allen Massnahmen der Gegner bis heute. Aber eben anders als das Coronavirus ist der Heilige Geist das Gentleman-Virus. Nicht übergriffig und manipulativ. Nicht lebenszerstörend, sondern lebensfördernd. Man scheint, der Paulus beschreibt im Epheserbrief im 1. Kapitel irgendwie treffend, was es mit dieser Pandemie von Glauben und Hoffnung und Liebe auf sich hat. Die Anne liest uns jetzt vor, was er betet für die Leute in Ephesus, wo er den Brief schreibt. Die könnt hier vorne auch mitlesen. Ich muss dann das Mikrofon organisieren. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffnet euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welch überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben kommen sind, so wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt, im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten,
Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt. Sorry. Ja, genau. Aha. Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Merci. Was sind also die Folgen von einer Infektion mit dem Heiligen Geist? Der Lothar Zenetti sagt so: Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Das Virus vom Heiligen Geist wird in uns Hoffnung reproduzieren. Seine Hoffnung ist nicht eine rosa Blümchenwiese, sondern seine Hoffnung ist eine Zukunftsperspektive trotz Dunkelheit, trotz Gefahr und Tod. Dunkelheit, Gefahr und Tod, das ist eine Realität in unserer Zeit. Aber Gott schenkt uns durch das durch eine helle Zukunft. Das Virus vom Heiligen Geist will Liebe in uns reproduzieren. Die Liebe überwindet die Distanz. Sie überwindet die Distanz, die jetzt körperlich zwischen uns herrscht. Sie überwindet die geistigen und weltanschaulichen Gräben, die sich im Moment zwischen uns auftun. Sie überwindet die seelischen Folgen von der Trennung und bringt uns dazu, wieder aktiv aufeinander zuzugehen. Das Virus vom Heiligen Geist will in uns Glauben reproduzieren. Glauben, der vertraut trotz unserer Schwachheit. Glauben, der den Zweifel zulässt. Glauben, der aushaltet, dass wir alle im Moment keinen Durchblick haben in dieser Krisenzeit und oft nicht mehr so klar ist, was jetzt wirklich die Wahrheit und was Propaganda ist. Glauben, der auf Gott vertraut, trotz allem. Das müsste doch viral gehen in unserer Zeit. Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber es ist halt, wie gesagt, das Gentleman-Virus. Gegen das Virus vom Heiligen Geist können wir uns einfach auch immunisieren. Unsere Herzenstüren verschließen. Ja, das Coronavirus wirkt auch in die Richtung, dass wir unsere Herzen zutun vor Verwirrung und Angst. Aber wir sollen unsere Herzenstüren aktiv auftun für das Virus vom Heiligen Geist. Der Autor vom Hebräerbrief sagt so: Darum gilt, was der Heilige Geist sagt. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Es ist eine Einladung heute Abend. Eine Einladung an dich. Einladungen sind freiwillig. Der Heilige Geist lädt uns in dieser Krisenzeit ein zu herausfordernder Hoffnung. A Tale of Challenging Hope, herausfordernde Hoffnung. Das ist der Albumtitel von Ryan, der heute Abend noch auf unserer Bühne spielt. Und das ist auch die Message vom Albumcover, das ihr vorne seht. Das Virus der Hoffnung klopft an und lädt dich in dieser Corona-Krise ein, jemand anderem deine Corona aufzusetzen. Die Corona als Zeichen von der Herrschaft über dein Leben. Es ist eine Einladung, auf den Weg zu kommen. Das Coronavirus soll doch weder in unseren Köpfen, in unseren Herzen und Körper herrschen und auch nicht in unserer Gemeinschaft. Nein, Jesus Christus soll Corona tragen. Das ist eine Einladung an dich. Jesus trägt aber eine Dorne Corona. Die sehen wir auch auf unserem Visionsschiff. Dorne Corona zeigt, das Virus von Glauben, Hoffnung und Liebe, das macht uns nicht unverletzbar. Im Gegenteil. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe werden am Ende triumphieren, wenn Jesus Christus zuoberst steht. Seine Fahne die weit.
Darum möchte ich zum Schluss von dieser Predigt mit euch das Gebet von Paulus nicht nur hören, sondern auch noch beten. Und zwar füreinander. Wir füreinander. Ich lade dich ein, zu beten für die anderen hier, da, an die Heim, im Livestream. Hier in dieser Corona-Zeit, dass das Virus von Glauben, Hoffnung und Liebe darf um sich greifen. Und Jesus Christus die Corona von deinem Leben und unserer Gemeinschaft darf tragen. Er soll herrschen. Wenn ihr mögt, dann leset und betet doch laut mit, füreinander, miteinander die Worte von Paulus aus dem Epheserbrief. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht, er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Dann könnt ihr Gott erkennen. Er öffne euch die Augen, mit denen euer Herz sieht. Denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Außerdem, welche Fülle an Herrlichkeit zu seinem Erbe für die Heiligen gehört. Und schließlich, welch überwältigend große Kraft er uns verleiht, die wir zum Glauben gekommen sind. So wie es der Macht und Stärke entspricht, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließe auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Im Himmel, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen und über allen Namen, die man anruft, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in der kommenden. Außerdem hat er ihm alles zu Füßen gelegt und er hat ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Amen. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit. Amen. Stärkung in dieser Zeit von Krise, versöhnte Gemeinschaft mit Gott und miteinander, die Gegenwart vom Heiligen Geist, das feiern wir im Abendmahl. Die Nacht, wo Jesus, unser Herr, verraten worden ist, da hat er mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Er hat das Brot genommen. Er hat es gebrochen. Und er hat gesagt, das ist mein Körper für euch. Tut das immer wieder, damit ich unter euch gegenwärtig bin. Und genauso hat Jesus nach dem Essen den Becher genommen. Und er hat gesagt, der Becher, das ist Gottes neuer Bund in meinem Blut. Tut das immer wieder, wenn ihr davon trinkt, damit ich unter euch gegenwärtig bin. Darum gilt, jedes Mal also, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, da verkünden wir damit die Rettung, wo der Tod vom Herrn gekommen ist, bis er wiederkommt. Danke, Vater im Himmel, für die Geschenke von Brot und Wein. Lass sie uns zum Körper und Blut von deinem Sohn Jesus Christus werden, durch den Heiligen Geist. Amen. Wir beten zusammen, wie Jesus uns das gelehrt hat, als Vorbereitung aufs Abendmahl, einfach auf Berndeutsch. Ihr seht das Wort projiziert. Unser Pa im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Dein Königreich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung,
sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. Ja, wenn du die Verbindung mit Jesus Christus suchst und wo Teil von dieser Pandemie von Glauben, Hoffnung und Liebe sind, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, führen zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Corona führt dazu, dass wir euch das Abendmahl in einer Form geben, die ich unter normalen Umständen verachten und nie machen würde. Pre-filled Communion Cups heisst die Erfindung der Amerikaner. Traubensaftbecherli, Oblaten im Deckel und alles hygienisch abpackt. Aber in diesem Setting hier im Club ist es, glaube ich, im Moment wirklich einfach die beste Lösung. Und es tut letztlich auch nichts zur Sache. Entscheidend ist, dass wir es nehmen und feiern und wir werden auch gesund bleiben. Ihr habt heute Abend wie immer auch die Möglichkeit dafür, hinten beim einverstandenen persönlichen Bibelvers als Ermutigung oder Ermahnung oder was es auch immer ist, für den Weg mitzunehmen. Oder wenn ihr merkt, ihr braucht ein offenes Ohr für irgendein Anliegen, das euch bewegt, eure Situation oder jemand, der für euch betet persönlich, dann dürft ihr gerne euch auch beim Einverstand melden oder die Personen ansprechen mit einem Badge, wo offenes Ohr draufsteht. Die Gespräche sind selbstverständlich vertraulich. Also, dann würde ich einfach sagen, küstigt und schaut, wie freundlich der Herr ist. Wer auf ihn vertraut, der ist gesegnet. Amen.
Ja, wir nehmen uns nochmal Zeit, einfach Gott anzubeten. Kommt doch nach wie vor ein bisschen vor, dass sich nicht hinten alle Gänge auf die Füße stehen. Merci vielmals. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jede Wesen achte, die du kreierst und lehrest fort und fort, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er sein Volk auf seinem Weg bewegte, wie es geliebt, begnadigt je und je, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn schwere Lasten mich zu Boden drücken, wenn meine Seele betrübt ist bis zum Tod und der mit offenen Armen mir begegnet, mich tröstet und erhattet aus der Not, dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Singe dir ein Liebeslied, dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbar Jesus. Mein Herz ist froh, denn du nennst mich ganz ein. Es gibt keine Not, wo ich lieber will, als in deiner Liebe nah. In deiner Liebe nah. Halte mich fest, ganz nah bei dir. In
singe dir ein Liebeslied. Dir mein Retter, dir mein Jesus. Du hast so viel für mich getan, mein Erlöser, kostbare Jesus. Mein Herz ist voll, denn du nennst mich ganz ein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieben will, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. Halte mich fest, ganz nah bei dir. In deinem Arm. Mein Herz ist voll, denn du nimmst mich ganz ein. Es gibt keinen Ort, wo ich liebe will. Mein Herz ist voll, denn du nennst mich ganz nah. Es gibt keinen Ort, wo ich liebe will, als in deinem liebenden Arm. In deinem liebenden Arm. In deinem liebenden
Dann wollen wir Gott danken und unseren Glauben zusammen bekennen. Dein Blut, dein Leiden, dein Tod, dein Auferstehen, dein Zurückkommen. Danke, Jesus. Wir sagen, wir feiern ja nicht nur wir, die da sind, sondern wir sind auch diverse Leute zugeschaltet im Livestream und es sind schon erste Fotos und Grüße reingekommen und die wollte ich euch, die zwei, die schriftlich reingekommen sind, die wollte ich euch heute mitteilen. Alle Burkhalter schreibt liebe Grüße von daheim. Ich wäre gerne dabei gewesen und hoffe, euch bald wieder zu sehen. Sie ist nicht wirklich zu Weg. Das steht nicht da, aber das weiss sie, darum ist sie nicht gekommen. Und die Monika schreibt, liebe Grüße, ist so, es war definitiv eine strong message, hat mich echt ermutigt. God bless. Und wenn jetzt jemand noch nicht geschrieben hat, könnt ihr ein Foto schicken, dann könnt ihr das mit der Nummer noch einmal einblenden. Aber wir wollen noch beten miteinander, nicht nur füreinander, sondern auch sonst für die Welt und alles, was im Raum steht. Vater im Himmel, du siehst die Welt, wie sie zu unterob ist. Du siehst, was passiert um uns herum. Du siehst, was läuft in der weiten Welt. So vielen Orten ist es noch wirklich dramatisch. Bei uns ist es je nachdem auch wirklich schwierig. Aber an vielen Orten auf der Welt sieht es noch so viel schlimmer aus. Ich denke an die Flüchtlinge im Camp in Moria auf Lesbos. Aber es ist auch nur einfach ein Ausdruck von Orten, wo Leute nicht willkommen sind und wo das Virus alles noch viel schlimmer macht.
Er bittet dich um nachhaltige Veränderung und um Einsicht der Regierungen in den Völkern. Schenk dir da echte Veränderung. Wir bitten dich um Schutz und Bewahrung, nicht nur vor dem Virus, sondern auch vor allem anderen, vor aller Kriegstreiberei, aller Ausbeutung. Wir klagen dir das Leid auf dieser Welt und bitten dich um dein Eingreifen, dass die Pandemie von Glauben, Hoffnung und Liebe darf Kreise ziehen, die Herzen von ihnen verändern und so wirklich etwas Neues schaffen. Und du hast versprochen, dass du wirst zurückkommen, Herr. Die Welt hat es dringend nötig. Herr, komm bald. Amen. Wir haben jetzt mit Wort und Singen schon gebetet und wenn ihr weiter könnt ihr auch noch mit dem Portemonnaie beten. Die eine Hälfte der Kollekte ist wie gäng für die Turnkosten von diesem Event bestimmt und die andere Hälfte die geht schon wie im Februar an die Obdachlosen in Nashville, in Tennessee, wo unser Freund der Bob Beeman sich mit vielen Helfern um die Menschen, die immer wie mehr werden auf den Strassen von Nashville, kümmert. Leute, die aus dem System gefallen sind. Es gibt dort nicht ein soziales System wie bei uns. Und ich denke, die Corona-Geschichte macht für die Obdachlosen dort noch umso schwieriger. Und auch im Winter brauchen sie dann auch wieder Schlafsäcke und nicht nur Essen. Von dem her, der Herr segne ich euch, die geben und die spenden, die auch bekommen. Wir gehen während dem nächsten Lied, das die Band spielt, mit den Kollektentöpfen durch die Reihe. Wir dürfen sie nicht durchgeben wie sonst, auch, dass nicht alle antöpfeln. Das ist jetzt halt einfach so. Und die daheim, die könnt auch per Twins spenden. Die QR-Codes werden eingeblendet und die findet ihr auch hier aufgehängt auf dem WC und an anderen Orten, wenn ihr lieber per Twint spenden wollt. Also das ist jetzt Kollekte und nachher gehen wir mit Singen gleichzeitig. Genau. Unser Vater, dein Reich komme, deine Herrlichkeit und Kraft. Wie dein Name dort geehrt wird, so erklingt dein Ruhm auch hier. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden, und wir beten, bis wir sehen. Wirklich, was wir brauchen, und erlöse uns vom Leid. Wie du unsere Schuld getilgt hast, so vergeben wie auch jetzt. Wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Und wir beten, bis wir sehen, wie im Himmel, so auf Erden, was du willst, das soll geschehen. Was nicht ist, das kann noch werden. Und wir beten, bis wir sehen.
So, vor dem Segen und Schlusslied haben wir noch ein paar Informationen für euch. Ich habe noch die erste Information aus der Leitung von der Metal Church. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass wir dürfen auf 1. Januar eine 30% Diakoniestelle schaffen, neben meiner Pfarrstelle. Sie wird besetzt durch Nadine, die bisherige Präsidentin von der Metal Church. Das heisst, es gibt einen neuen Vereinspräsident, den Marcel Sinniger. Und wir werden in diesem Rahmen auch das bisherige Kernteam und Vorstand zusammen fusionieren, damit wir so ein bisschen agiler unterwegs sein können. Aber so, was das genau heisst, die Einsetzung der neuen Leute und Verdankungen, die machen wir dann im Dezember wieder an dieser Stelle. Aber einfach so gemerkt, da läuft etwas, es sind neue Leute dran, wir haben niemanden verloren, einfach die Funktionen verändern sich, sodass wir da effizienter und agiler können auf das Bedürfnis von euch auch eingehen. Und dass wir es alle mögen stemmen. Wir brauchen aber etwas Neues fürs Booking. Hier im Heavy Sanctum, der Jönu muss sich aus privaten Gründen ein bisschen nur auf die Band fokussieren. Also wenn ihr interessiert seid, hier aktiv mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen, dann meldet euch doch beim Jönu oder bei der Mire, die nachher noch wird reden. Beschreibungen, was es bedeutet, das ist auch aufgehängt, eben zum Beispiel auf dem WC, wenn ihr im stillen örtlichen Zeit habt zu schauen. Oder auch, wir suchen dann jemanden, der die Verantwortung neu übernimmt für den Infostand, das, was der Meister Rupp bis jetzt gemacht hat. Es braucht jemand Neues, der die Hauptverantwortung übernimmt. Er wird aber weiter als Mitarbeiter mitarbeiten. Wenn das etwas ist, meldet euch doch bei ihm oder fragt nachher. Und etwas Letztes, was so mit Leitung zu tun hat. Wir sind Teil von der reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn. Und für den Artikel im Ensemble, das ist eine Zeitschrift von der Kantonalkirche, wird Manuel Münch heute Abend auch noch kurz Interviews, so Testimonials sammeln. Und dafür bräuchten wir mindestens 3 Personen und so aus 3 verschiedenen Feldern. Also wir suchen mindestens jemanden, der sagt, ja, die Metal Church, das ist meine Gemeinde, das ist meine geistliche Heimat. Wir brauchen jemanden, der sagt, ja, also ich bin eigentlich vor allem da wegen Metal und so, wegen dem Glauben und so. Naja, das ist interessant, aber eigentlich bin ich vor allem da wegen der Musik und der Bands. Und dann sucht man noch eine 3. Person, die sagt, also mit dem Metal kann ich eigentlich nicht viel anfangen, aber ich bin da, weil irgendwie da die andere Art von Kirche mich irgendwie fasziniert. 3 so Leute. Der Manuel, das ist der Herr da mit dem, genau am Blitzen ist, mit dem karierten Hemdli, wo man gut sieht jetzt im Blacklight. Wenn ihr bereit seid, Auskunft zu geben, dann geht doch nach dem Gottesdienst auf ihn zu, dass er mit euch ein kurzes Gespräch führen kann. Ich wäre mega froh, wenn ihr euch bereit würdet erklären, dass wir da so ein paar lebendige Geschichten und Gesichter nachher auch im Ensemble zeigen können. Und auch hinsichtlich dann, wenn Metal Church nächsten Sommer dann wieder in die Synode kommt, wenn es darum geht, wie es mit der Unterstützung von der Kantonalkirche auch weitergeht. Merci. So, das ist aus der Leitung. Wir zu den anderen Sachen. Also, ich habe noch ein paar Informationen zu den nächsten Events, die es gibt. Das nächste ist am 9. Oktober, das Bibel, Bier und Metal. Das Niederbib im Pfarrhaus-Kauer. Die Form, wie es genau wird stattfinden und was es für ein Schutzkonzept wird geben, erfahren ihr etwa 2 Tage vorher, also am 7. Am 18. Oktober ist ebenfalls in Niederbib der Familiengottesdienst. Bis am 4. Oktober kann man sich noch anmelden, wenn man sich taufen will oder für Taufbestätigungen. Da könnt ihr euch an Samuel wenden. Es gibt anschliessend das Mittagessen, das nimmt jeder für sich selber mit, Corona-technisch logischerweise, und es wird outdoor stattfinden. Das nächste Heavy Sanctum ist am 5. Dezember mit Diebsan und wir hoffen natürlich, dass es wieder hier vor Ort stattfinden kann. Und sonst finden wir auch dann eine Lösung. Am Merch-Stang hinten hat es neue Merch-Artikel, durch das, dass wir sie nur von einmal präsent vor Ort hatten. Es hat Shirts, Army Caps, Patches, Autofolien und geht doch einfach schauen. Wenn du nichts verpassen willst, was die Metal Church anbelangt, dann kannst du dich auf der Website anmelden für das E-Mail-Newsletter oder auch für einen WhatsApp-Broadcast. Und nicht zuletzt möchten wir uns ganz herzlich beim Danu Käser und dem ganzen Soho-Team bedanken, dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, das ist ein fetter Applaus wert.
etwas ist in der Geschwindigkeit durchgeflutscht. Empfohlen ganz kurz gesehen, wenn der Daru, der heute Abend auf der Bühne wird stehen, wird mir Ryan, ein bisschen mehr über ihn wissen, über seine Geschichte, über sein Gitarrist sein, über sein Theolog sein und weil man nicht den Metal sieht und überhaupt, dann schaltet doch dann am 30. Oktober ein, wenn wir wieder Heavy Mental haben, der dritte Metalk Livestream auf Twitch. Dann. Also, lasst heute Abend Musik an und seid begeistert und schaltet dann am 30. Oktober ein, wenn wir diskutieren mit ihm. Also, dann darf ich euch segnen und das machen wir immer zusammen, ihr wirkt jetzt mit. Der dreieinige Gott, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wendet dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen.
Schön.